Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast und we have such sights to show you. Podcaster to some, Demons to others. Servus Corby, wie geht's? Ja, hallo. Ich habe fast mir gedacht, du hast irgendwas vorbereitet und da kann ich einfach nicht mithalten. Weißt du, ich hab mal wieder mit irgendeinem flotten Spruch gestartet, aber du ja offensichtlich auch. Ja, sehr flott. Sehr flott. Heute bespricht man einen Film aus der Kategorie Movie Virgins. Und zwar bist du wieder der Movie Virgin und hast zum ersten Mal Hellraiser anschauen müssen, dürfen, sollen. Da möchte ich jetzt ganz gern wissen, wie dir der gefallen hat, weil du schaust da quasi zum ersten Mal und ich hab ihn zum 555.000. Mal gesehen gefühlt. Und der Film begleitet mich quasi mein ganzes Leben schon. Wahnsinn. Ja, ich bin ja da meistens echt beeindruckt, wenn ich mir einen Film zum ersten Mal anschaue, mir denke, nicht schlecht, und der Mike hat ihn wahrscheinlich genauso oft schon gesehen wie ich, so Perlen der Filmgeschichte wie Lego Movie oder Goodfellas, Pokémon der Film, ja. Oder Herr der Ringe, keine Ahnung. Also das sind so die Filme, die ich wahrscheinlich am meisten gesehen habe. Und ja, Hellraiser, du hast es ja vorhin gesagt, dürfen, müssen, sollen. Es ist so ein bisschen was aus allem. Ich bin ja jetzt, seit wir in dem Podcast dabei sind, immer wieder mal in Berührung gekommen mit verschiedenen Leuten, die ähnlich viele Filme schauen oder ähnlich viele Filme haben wie du. Und der Pinhead oder der Hellraiser, wie ich ursprünglich immer gemeint habe, der verfolgt mich da eigentlich jetzt schon seit Jahren da auf Schritt und Tritt, und ich habe mir schon immer gedacht, ja, irgendwas muss der offensichtlich ja so an sich haben. Ja. Und tatsächlich habe ich vor einigen Wochen mal beim Saturn eine Box gesehen, und zwar die ersten 3 Hellraiser-Filme, und dann habe ich mir gedacht, ach Kim, jetzt boxt ne. Jetzt schaust du das endlich mal an, damit du da mal mitreden kannst. Jetzt nimmst du eine Dant. Genau. Und jetzt bin ich mehr oder weniger ja fast schon auch Filmexperte, so wie ihr. Ja, aber hallo. Nein, nicht wirklich. Dein Luxus ist ja, dass du jetzt quasi schon voll fett eingestiegen bist, im feinsten HD und ungeschnitten und beste Soundqualität. Wenn ich da bedenke, wie nur ich zum ersten Mal gesehen habe, was das für ein Gefrett war, ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich habe den ja zum ersten Mal VHS gesehen, und das das war nicht einmal überspät aus der Videothek, sondern das war eine Fernsehaufnahme, und das glaube ich war die um 4 Minuten geschnittene TV-Ausstrahlung. Ja, hat mich damals schon total begeistert und beeindruckt. Und ich bin dann auch mitgewachsen, also in meiner Sammlung haben ja quasi die verschiedensten Medien mittlerweile, und der Film ist immer mit der Sammlung mitgewachsen, dann wie gesagt VHS, dann habe ich mir mal das Original-Tape geholt, quasi aus der Videothek, das dann immer noch 2 Minuten und glaube ich 50 Sekunden geschnitten war, aber hast schon wieder wegen mehr gesehen wie im Fernsehen. Und dann ist es weitergegangen mit einer ganz grintigen DVD, aus Österreich, die wo wirklich auch von der Qualität her war wie der VHS, aber da haben wir schon froh, okay, das war halt jetzt auf alle Fälle mal die Uncut-Version. Auch wenn man nicht wirklich mehr gesehen hat, man hat es halt eingebaut. Und dann haben halt die ersten Blu-Rays dann gekommen, von Studiokanal, glaube ich, das war jetzt auch die wo mir ich wieder angeschaut habe. Da hast aber jetzt du wieder trotzdem noch einen weiterfahren wie ich, weil du hast sogar eine längere Version gesehen wie ich, weil die Turbine-Auflage hat die Schlussszene, jetzt greife ich schon mal vor, mit dem Frank, ja, seine Exekution ist quasi da länger zum Singen, auch wenn bloß im Sekundenbereich. Boah, Leck, du hast ja jetzt echt schon total viel gegriffen, also das ist ja Wahnsinn. Aber wir können mal von vorne anfangen, und du sagst uns einfach schnell, was das geht. Mei. Da hilft mir zusammen. Ja, also der Film geht los, und man sieht den Frank, den du ja schon hast sterben lassen, und der kauft in einem orientalischen Café eine Box, einen Würfel. Genau. Und dieser Würfel ist ganz was Gruseliges oder Mysteriöses,
weil er öffnet diesen Würfel dann zu Hause bei sich im Eigenheim. Dann, ja, wie beschreibt man das? Ja, sein Verlangen, okay. Jetzt ja, bin ich gespannt, wie du beschreibst. Es geht alles immer in die Richtung Verlangen und der Lust am Schmerz empfinden. Und dieses Verlangen, das er hat, nach dem Unbekannten, lässt er den Würfel öffnen. Also da kann nicht jeder kommen, so quasi, wie es in der Original-Lore quasi ist. Es sind nicht Hände, die uns rufen, heißt, es ist Verlangen. Und er kann diese Box öffnen und öffnet dann ein Tor sagen wir mal, in die Hölle und ruft die Zenobiten. Die geben ihm das, was er möchte, sein Verlangen oder was sie voll unter Lust verstehen und reißen ihn quasi in Stücke auseinander. Ja, okay, also jetzt also muss ich mal kurz reingrätschen. Ja. Also wenn mich jemand fragt, so, ist das die Handlung von Hellraiser, das Tor zur Hölle? Ich glaube, in keiner meiner 1000 Versionen, wie ich wahrscheinlich umschweifend diese Handlung beschreibe, hätte ich das so beschrieben. Okay. Da spricht natürlich aus dir schon sehr viel Leidenschaft. Also so wie du das gerade erklärst, erklärt mir das der Film ja nicht. Ja, aber im Laufe des Films wird es erklärt. Ich versuche es jetzt mal so zu beschreiben, wie ich das wahrgenommen habe, weil die erste halbe Stunde habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so, und wie passt das jetzt alles zusammen? Man sieht praktisch ja diesen Frank, der kauft dann das und dann zerfetzt den. Ja. Oder er stirbt halt dann kurze Zeit drauf, nachdem er diesen Würfel öffnet. Oder sich der Würfel öffnet, so wie du das ja gerade so liebevoll beschrieben hast. Aber man hat praktisch keine Ahnung, wer sind die Zenobiten. Der Pinhead, also der sehr bekannte Zenobit, so ein Typ mit lauter Stacheln im Gesicht, erscheint und ja, hat anscheinend da irgendjemanden gefoltert. Überall liegen auf einmal Leichenteile und verschwindet aber dann auch wieder. So, und dann geht's los mit der eigentlichen Handlung, also laut meiner Vorstellung, und die Julia kommt auf einmal in das Haus, zusammen mit ihrem Ehemann. So, und da muss mir jetzt kurz helfen, der Ehemann heißt Larry, kann das sein? Mhm. Genau. Und die beiden wollen da praktisch einziehen und bei der Julia, da merkst du die ganze Zeit, da ist irgendwas komisch, und dann stellt man fest, okay, der Frank ist der Bruder vom Larry. Genau. Und die Julia, sieht man anhand von der Perückblenden, hat was mit dem gehabt. Genau. Ja, und dann wird's leicht verrückt, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wie das, ach doch, genau, stimmt, die sind dann da einzogen und der Larry, der verletzt sie dann und blutet dann das Zimmer, wo der Frank gestorben ist, so ein bisschen voll. Und auf einmal saugt der Boden das Blut auf. Natürlich in dem Moment, wo dann keiner mehr im Raum ist, und lässt so einen halb verwesten Frank wieder zum Leben erstehen. Anders weiß ich jetzt gar nicht, wie man das sonst beschreibt. Du hast bestimmt eine um einiges romantischere Beschreibung dazu. Nein, nicht. Aber das ist schon eine Szene, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das damals gekürzt war, ich vermute mal schon, aber das ist Hammer. Also ich habe dann auch noch mal nachgeschaut gehabt, wann der Film entstanden ist, und der ist ja 87 rausgekommen. Genau. Und diese Szene, wie diese halb verweste Leiche wieder aufersteht, aus dem Boden raus, das ist schon Hammer. Also das ist schon feinste Effektarbeit, würde ich mal behaupten. Absolut. Absolut. Und das kann sie ja heute, trotz HD und was weiß ich, Schnickschnack, kann sie das immer nur sehen lassen. Also die Effekte von Bob Keane nach wie vor Weltklasse. So, jetzt steht da dieser halb verweste Frank wieder auf. Die Julia geht irgendwann wieder in den Raum rein und dann meldet sie der Frank bei ihr. Also er spricht sie dann direkt, sie kriegt natürlich einen Schreck, aber weil sie ja ihr geliebter Frank ist, ja, schmieden sie einen Plan, wie er weiter entsteht. Und anscheinend, weiß ich nicht, ist das logisch oder klar. Also der Frank weiß schon, warum er wieder da aufersteht anhand von dem Blut. Also soll sie bitte da mehr Blut reinpacken in den Raum. Und zwar, sie verführt dann ein paar Männer, führt sie in den Raum und bringt die dann dort um. Und nach, also Leiche nach Leiche, entsteht dieser Frank dann mehr auf. Er kriegt Fleisch auf die Knochen. Ja, dann eskaliert irgendwann alles. Natürlich muss der Larry auch dran glauben.
Und der Frank schlüpft dann in die Rolle von Larry und die Tochter von Larry spielt dann eine ganz große Rolle. Das ist die Kirsty. Genau. Und die Kirsty kommt dann natürlich irgendwann auf die Schliche und dann fragt man sich die ganze Zeit, gut, was hat das mit den Zenobiten zum Tor? Und also deswegen fand ich das gerade ein bisschen faszinierend, wie du das beschrieben hast. Weil, wenn mir jetzt jemand fragt, so, und um was geht's in Hellraiser, dann da die wahrscheinlich je zwei gleich reagieren und dann erstmal machen, Geh weiter, so viel Handlung hat er ja nicht. Gut, du gehst davon aus, dass wenn da Hellraiser draufsteht und der Pinhead am Cover ist, dass man den Typen die ganze Zeit sagt oder öfter sagt, aber im Endeffekt den ersten richtigen Auftritt hat er erst nach einer Stunde und 6 Minuten, glaube ich, kommt er und die Zenobiten zum ersten Mal so richtig. Und da kann man natürlich schon, wenn man auf das abgesehen eigentlich hat. Für das, dass dann so ein riesen Kult drum entstanden ist, was man ja versteht. Ich meine, die Figuren, also nicht nur der Pinhead, sondern auch die anderen Zenobiten, die schauen ja echt krass aus und sind coole Charaktere dann in dem Film. Aber die spielen halt zur eigentlichen Handlung von Hellraiser nicht so eine Riesenrolle. Mhm. Das sind eher so die Strippenzieher dann, damit das dann ein rundes Ganzes wird. Aber jetzt weiß ich nicht, hast du das Buch damals, also das Buch hast du auch nie gelesen, oder? Nein. Das ist, der Regie hat ja bei Hellraiser der Clive Barker geführt, der ja auch das Buch geschrieben hat, der Hellbound Heart. Und das habe ich natürlich damals auch lesen müssen. Das ist gerade so eine Novelle, ich glaube, das sind gerade ein paar, weiß ich nicht. Wenn 100 Seiten, weiß ich nicht. Ich bin kein großer Leser und deswegen habe ich es auch gelesen, weil es ja nicht dünn ist. Aber das deckt sie hübsch mit, der Film deckt sie mit dem Buch brutal. Also da haben sie so gut wie alles reingepackt. Das sind aber so Einzelheiten oder Kleinigkeiten, die abgeändert sind. Aber im Großen und Ganzen ist das eine hübsch akkurate Buchverfilmung. Und da ist eben genauso, dass die Zenobiten und so eben auch erst so spät auf den Plan kommen und dann überhaupt erst einmal erklären bei ein paar Sachen, wo es überhaupt los ist. Ja gut, die Novelle selber heißt ja auch nur das Tor zur Hölle, The Hellbound Heart. Genau. Ich glaube, er hat ja auch nicht gewusst, ob es dann weitergeht oder nicht. Von dem her verstehe ich das schon, dass die Zenobiten da halt nur so eine kleine Rolle spielen. Aber es ist schon faszinierend, was man halt da dann alles für eine Welt und an Ideen da mit reinstecken kann, so drumherum. Also nicht nur, dass man halt da eine Leiche wieder auferstehen lässt durch das Tor zur Hölle, sondern halt dann auch der Würfel selbst oder diese Box. Und dann die Zenobiten, weil neben dem Pinhead gibt's halt nur ein paar Zenobiten, die schauen total crazy aus. Also die schauen so aus wie irgendwelche Sadomaso-Typen in ihrer Lederkluft und dann, weiß ich nicht, ist da so ein Typ, der hat dann, glaube ich, einen zugenähten Mund und ich bin mir nicht sicher, ob er auch zugenähte Augen gehabt hat. Der Butterball. Ja, genau. Dann so ein dickerer Typ, der hat, glaube ich, einen Mund im Hals gehabt oder so, kann es sein? Das ist der dicke Typ. Also das ist der Mund im Hals, also wo der Hals off ist, das ist der Female Cenobite. Also die hat jetzt da quasi, meine ich, keinen anderen Namen. Aha. Es ist ja auch so, dass der Pinhead, der eigentlich auch nicht Pinhead heißt, in dem Film, wenn du im Abspann geschaut hast, der heißt eigentlich nur Lead Cenobite. Der heißt ja quasi erst ab Teil 2 im Abspann Pinhead. Das ist ein Fan-Favorite-Name, der mir ja quasi im Nachhinein erst gegeben worden ist. Ja, also er tritt nicht in dem Film auf und sagt Servus, ich bin der Pinhead, sondern gestatten, genau, Pinhead. Genau. Nein, es ist alles nach wie vor sehr mysteriös und ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich mir direkt danach auch den zweiten Teil angeschaut habe. Ah, okay. Und da geht's ja dann also ein bisschen in die Hintergrundgeschichte von den Zenobiten. Genau. Und der ist auch ziemlich stark, aber da reden wir dann noch andermal drüber. Joe. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Anfang war ein bisschen strange, weil man eben nicht sofort weiß, um was geht's jetzt genau. Was für Rolle spielt die Box? Was für Rolle spielen die Zenobiten? Wie hängt das alles zusammen? Und nach setzt sie halt dann, um dich zu zitieren, die Mosaiksteinchen setzen sie zusammen. Und also so würde ich die zitieren, wenn du da schriftliche Kritik darüber geschrieben hättest. Und auf einmal sieht man dann das ganze große Bild, wobei man trotzdem mit ganz viel Fragezeichen aus dem Film halt dann noch rausgeht und
mehr wissen will. Also zumindest mir ging es so, ihr wollt nur mehr darüber wissen, ist eine ganz interessante Welt, die da eröffnet wird. Es ist von der ganzen Dinge, es ist unglaublich kreativ, also da muss ich da beipflichten, diese Kreativität, die da an den Tag gelegt worden ist, da, das ist wirklich phänomenal. Eben wie du sagst, mit der Box, was die kann, dieses Aufmachen von Dimensionen, was ist da dahinter, was kommt da raus. Was passiert mit jemandem, der mit denen in Berührung kommt und umgebracht wird, warum kommt der wieder zurück, was hat's mit der Haut auf sich und so. Also das ist schon alles ganz crazy und mit richtig coolen Ideen gespickt. Also das wieder im Zweier noch viel exzessiver, da gehen wir dann schon ein wenig, finde ich, in die Fantasy-Richtung, aber so als Standalone-Film finde ich den einen so richtig grintig, vor allem auch die Tatsache, dass dann eben die Julia da Freier quasi ranhält und die umbringt und so, das ist schon eine ganz kaltschnäuzige Geschichte. Vor allem wird die Julia schon eingeführt wie das größte Arschloch, meiner Meinung nach. Die ist ja schon unsympathisch wie die Sau. Ja. Und es wird dann sehr schnell klar, dass da in den Rückblenden erzählt wird, dass sie mit dem Frank ein Techtelmechtel gehabt hat und wie sie dann die Chance wittert, dass der Frank wieder kommt. Das ergreift sie natürlich, weil der Frank war wahrscheinlich in der Kiste ganz ein heißer Macker. Ja, richtig. Gut, es heißt ja immer, manche Frauen stehen halt einfach auf Arschlöcher. Ja, auf die Bad Guys, ja. Und sie ist da ein Paradebeispiel dafür. Ja. Die Kirsty, finde ich, ist auch ein ganz cooler weiblicher Charakter, also die Tochter vom Larry. Ja. Und schlägt sie ja ganz wacker durch den ganzen Film durch. Also die entwickelt sie dann praktisch als so der Heldin im Film. Und sie ist ja ein total underratedes Final Girl. Also wenn immer die großen Final Girls aufgezählt werden mit Jamie Lee Curtis und Neve Campbell und bla bla bla, da wird Ashley Lawrence auf jeden Fall immer sträflich übergangen, weil die war nicht nur hübsch, die hat auch was in der Birne, die hat seltenst irgendeine Aktion mit dabei, wo du sagst, oh, mach ich keinen so einen Scheiß oder Ding. Die ist nachvollziehbar, die hat Power und ich schaue dir da gern zu. Ja. Und vor allem zum Schluss aussehen, wo dann die Zenobiten kommen, die lassen ja da nochmal ordentlich Sau raus und da habe ich mir dann schon fast gedacht, das geht jetzt gerade fast schon über Horror hinaus. Das ist ja jetzt schon ein richtiger Actionfilm. Ja, Wahnsinn, schau hier. Ja, da steppt der Bär. Es kommt ja auch so ein Obdachloser vor, der hat für mich eigentlich nach wie vor noch ganz, ganz viele Fragezeichen hinterlassen. Da würde ich dich darum bitten, kannst du mir da erklären, was es da jetzt genau mit dem auf sich hat, weil er gerade so zum Schluss aussehe, passiert da noch mal was mit dem? Ja. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, und wie passt jetzt das alles zusammen? Also so wie ich das sehe, also meiner Meinung nach gibt's da keine öffentliche Erklärung, wo es der ist. Aber wenn man so also die Rolle dann im zweiten Teil sieht, für mich ist das so eine Art Wächter vom Würfel, der immer schaut, dass der unter die Leute kommt. Kommt im zweiten Teil auch vor. Schon, oder? Ich hätte jetzt gemeint, der kommt im zweiten auch vor. Ist der nur im Einser dabei? Ich hätte jetzt den nur im Einser gesehen. Okay, dann vertue mich jetzt. Also, zwar ist schon eine Zeit her, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe. Aber wie gesagt, mir kommt es immer so vor, wie wenn der schauen muss, dass der Würfel unter die Leute kommt. Dass die Zenobiten was zum Tor haben und dass, die Menschen oder immer mehr Menschen quasi einer Verlangen stillen können, indem das in die Zenobitenhölle reinschauen und da die andere Arten von Lust gezeigt kriegen. Dass der Würfel, wie gesagt, der da jetzt im Endeffekt, da jetzt am Schluss vom ersten Teil in der brennenden, in dem Feuer drin liegen, so kommt er halt wieder weiter und man sagt ja dann auch ganz am Schluss, dass er schon wieder an den nächsten weitergeben wird, der Würfel, und so ist halt der Kreislauf. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob der im Buch auch vorkommt, das weiß ich nicht mehr. Das ist wie gesagt, das ist zu lang her. Aber recht viel mehr hat der, glaube ich, nicht zum Sagen. Ja, also für mich hat der, gerade weil der halt zum Schluss aussieht in dem Film nochmal so explizit in Szene gesetzt worden ist und da er so eine Transformation durchmacht. Ja. Es ist nicht einer von Face Strange. Also es ist mir so vorgekommen, als wenn es als ob es eine ganz wichtige Figur war. Und dann, also entweder er ist wirklich in Hellraiser 2 dann nochmal auftaucht und ich habe das irgendwie nicht gecheckt. Aber stimmt, weil der Würfel ist ja dann schon beim Dr. Jennard im zweiten Teil, der ist ja schon da. Ja. Stimmt, ja. Nein, dann kommt der im zweiten gar nicht vor, richtig. Und im dritten ist dann wieder ganz anders. Aber das schaust du dann zuerst an. Ja. Jetzt weiß ich nicht, bei mir geht's ja eigentlich mit der Gänsehaut schon los, wenn der Film angeht, mit der Musik.
Ist dir die aufgefallen oder sagst, war wieder so Gedudel? Ist jetzt bei mir echt nicht so prägend nachgehallt, aber das muss jetzt nichts heißen. Ich habe jetzt den einmal gesehen und habe mir das praktisch an einem Nachmittag praktisch im Doppelpack gegeben. Oh, du hast das ganz dreckig gegeben. Ja, richtig. Ich habe es aber jetzt auch nicht als negativ empfunden. Ich kann es jetzt aber dir nicht vorsummen oder so. Okay, ist auch schwierig, wenn du so eine orchestrale Nummer hast, dass die summst. Aber da ist ja die Musik von Christopher Young, das habe ich ja schon öfter mal im Podcast erzählt. Und, der George, ja. Ja, genau, der George, mein Fan bei Facebook. Und das ist ein Wahnsinns-Soundtrack. Also das ist einer von meinen absoluten Top 5 Soundtracks überhaupt. Dieses Orchester und wie brachial der oft ist und wie einfühlsam er dann wieder ist und Ding, und er unterstreicht halt das morbide Szenario dermaßen gut, und das ist halt wirklich noch aus einer Zeit, wo die Soundtracks noch einprägsam waren und noch für sich selber stehen haben können. Das ist halt eine Scheibe, die lege ich mir ein und die kann ich von vorn bis hinten durchhören, und das ist nicht bloß irgendein seelenloses Gedudel oder atmosphärische Musik, sondern das ist wirklich ein Soundtrack. Und das, ich bin jetzt mal wieder begeistert. Da haut's mir die erste Gänsehaut auf Tee, wenn's losgeht. Nein, ich war da vielleicht einfach zu geflasht, weil ich mir dann gedacht habe, oh cool, jetzt schon hier, der 10 Beat kommt ja gleich zum Anfang. Dann war er zwar gleich wieder weg. Ja. Und dann sitzt da und denkst da, ja, und nu, wann kommt er wieder? Ja. Wann kommt er wieder? Man muss auch sagen, der Anfang ist ja an sich schon mega. Also, wenn der Frank da sitzt mit den Kerzen und Ding und wie es dann anfängt mit dem Schattenspiel zwischen die Lamellen durch und Ding, wo es dann schon gespannt ist, das blaue Licht kommt und so, und dann ist das Knattern und es wird dann immer atmosphärischer, und dann, wenn diese Ketten eben kommen und man sieht dann Kopfüberhänger und das Blut läuft dem schon runter, und wie dann der Raum dekoriert ist, in Anführungszeichen, mit die Ketten und mit die Fleischfetzen und so, und irre. Also der Anfang allein, der sagt einmal so richtig, alter Schwede, der Film macht Nägel mit Kipf, hahaha. Ja, na wirklich. Also die ersten Szenen zeigen dir, wow, da war anscheinend auch ein Meister der Effektkunst unterwegs, weil das echt beeindruckend ist. Also ich wenn ich mal einen Film schaue, versuche mir ja immer das vorzustellen, wie haben die das gemacht, mit wie viel Aufwand, und wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und als ich jetzt für die Vorbereitung vom Podcast dann gesehen habe, dass die insgesamt nur ein Budget von 1 Million gehabt haben. Schon Wahnsinn. Und du das mit Filmen, die heutzutage rauskommen, vergleichst, wo du denkst, ja okay, jede romantische blöde Rom-Com, also romantische Komödie, hat schon irgendwie 10 Millionen oder so. Ja, du, bei 1 Million, da hast du bei einem Marvel-Film nicht einmal das Catering gezahlt. Ja, richtig. Ja. Nein, das ist echt Wahnsinn. Und die Effekte haben, wie gesagt, von Bob Keane, der hat auch noch die Effekte gemacht von Filmen wie Candyman, auch Clive Barker-Geschichte, Waxwork 2, Life Force von Toby Hooper, Highlander oder Mark 13 oder auch natürlich auch Hellraiser 2. Also es ist ein Mann, der hat bei ganz großen Filmen mitgewirkt und hat jetzt mal da wirklich erstklassige Effekte abgeliefert. Ja. Na, also allein effekttechnisch sollte man diesen Film auch gesehen haben. Da kann ich mir jetzt endlich ja anschließen, wenn ihr das sagt, so, was, du hast Hellraiser noch nicht gesehen, dann teufel ich da natürlich gleich in Zukunft mit. Unbedingt. Jetzt bin ich gespannt, was du zum Dreier sagst. Weil der Dreier, der läuft jetzt, ab da scheiden sich ja schon die Geister. Da bei die ersten 2 können die meisten konform gehen. Aber dann ist oft so, dass beim 3. schon ausbeißt. Wobei ich sagen muss, für mich, bis zum 5. gehe ich einwandfrei mit. Da ist ja der 5. noch vom Scott Derrickson, der Ding gemacht hat, Sinister. Aber dann wird's schwierig. Dann haben wir in der Direct-to-DVD-Hölle in Bulgarien gedrehte Filme und so, mit windigstem Budget und Drehbücher, die eigentlich nie Hellraiser-Drehbücher waren. Aber wie gesagt, vielleicht kommst du mal dazu, dass du die anderen ausschaust, dann können wir mal über alle ein bisschen schmerzen. Oder wenn's dann, weiß nicht, ob du den Paramount Plus Abo hast oder was, weil der läuft ja jetzt dann ab 15.04. Das Reboot von Hellraiser, das war dann auch mal so eine Sache, wo man dann sagt, okay, kann man mal drüber schmerzen, weil der Nei wirklich ein Balsam für die geschundene Hellraiser-Seele ist. Also, wo die letzten, 5 Hellraiser-Filme wirklich für den Arsch waren, aber komplett, zeigt halt der Nei wieder, was er kann. Aber wie gesagt, da kann man anders mit schmerzen. Naja, du kannst mir vielleicht nur erklären, warum kaufe ich mir jetzt eine Box mit den ersten 3? Wie hängen die zusammen? Also, und ich habe jetzt das schon verstanden, so der Bruch ab 2000, dass die anderen Hellraiser-Filme halt eher dann, ja,
weiß ich nicht, verkorkste Horror-Thriller-Filme sind, wo man dann einfach einen Zenobiten immer wieder mit einbaut hat. Aber warum werden jetzt die ersten 3 als Trilogie verkauft? Weil die noch eher kohärent zusammenhängen. Da wo man sagt, okay, der erste hört auf, dann weiß man, okay, Julia auf der Matratze, zweiter Teil, Julia kehrt durch die Matratze wieder zurück. Und dann im dritten Teil ist ja dann so, dass am Schluss vom zweiten ja diese Säule entsteht. Ja. Wo man schon meint, okay, die Zenobiten sind ausgelöscht, aber dann kommt ja am Schluss durch diese Matratze diese Säule raus, die dann ja eine Form annimmt, die man dann im Hellraiser 3 sieht, die dann der Disco-Besitzer kauft. Das war aber jetzt wieder, möchte ich dir jetzt nicht spoilern, aber diese Säule, da wo dann auch der Würfel wieder mit drin ist, da geht's dann weiter. Also man kann jetzt das eher als Trilogie sehen, weil das noch eher zusammenhängt. Wie die anderen dann. Und der 4., der ist dann eigenständig? Ja, der 4. ist, der zeigt quasi die Geschichte vor dem Würfel. Wird der Le Marchand, der Spielzeugmacher, quasi in Auftrag so eine Puzzlebox anfertigt und die dann durch ein Ritual oder satanisches Ritual scheinbar zu dem gemacht wird, wo es ist, quasi ein Tor in eine andere Dimension. Und da siehst du dann quasi den Film in der Renaissance-Zeit. Also ich kann jetzt kurz nichts sagen, wenn ich jetzt sage 1800, was weiß ich. Und dann spielt er mal eine Zeit lang in der Gegenwart und dann im Weltall in 2000, was weiß ich, als Science Fiction. Also wir haben ja dann schon, das ist ein sehr abstrakter Film, also wie gesagt, wir haben ja da nicht Mittelalter drin, aber Renaissance-Zeit, dann Gegenwart und Science Fiction haben wir mit drin. Wie gesagt, da können schon viele Leute nichts mehr damit anfangen, aber ich fand das noch ziemlich cool, quasi dass man sieht, wie das mit den Würfeln überhaupt hergegangen ist. Das fand ich schon cool. Also, so wie du das beschreibst, hätte ich auf jeden Fall schon Bock, den auch zu Ja, unbedingt. Also der 4., also ich mag den total gern. Aber wie gesagt, wir haben viele Leute, die dann sagen, die können mit Jason X schon nichts anfangen, mit ihren Horror-Ikonen im Weltall. Aber er ist wirklich tricktechnisch Hammer. Es sind ein paar richtig coole Zenobiten dabei. Die Angelique, die hat quasi die Haut im Kopf, die ist ja quasi in der Mitte aufgeschnitten und dann über die Schulter gespannt. Dann sieht man quasi ihren offenen Schädel und so. Also die schaut saugut aus. Also die hat wirklich ein paar coole Ideen drin und also für meinen Teil kann man den 4. immer noch sehr gut schauen. Ja, bin ich gespannt. Also es ist auf jeden Fall ein Franchise, das ich sehr interessant finde. Mhm. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die Kirsty als Final Girl ist sau cool, gefällt mir auch total gut. Ja. Und war ja froh, dass die dann innerhalb von Hellraiser einen Film, den Film übernommen hat. Weil bei der Julia oder auch beim Frank oder auch beim Larry, da habe ich mir bei allen 3 gedacht, oh na, hat's bloß ab. Ja, Freunde, wenn jetzt das unsere Bezugspersonen sind, da ist einer größerer Depp wie der andere. Ja. Beim Ding ist noch ganz interessant, der Larry, der Schauspieler heißt der Andrew Robinson, den kennt man ja aus Chucky 3 zum Beispiel oder aus ganz groß der Bad Guy in Dirty Harry. Weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Also das ist auch ein recht bekannter Schauspieler. In Dirty Harry habe ich jetzt dürfen es dann bald fast 10 Jahre sein auf Blu-ray. Ja. Und ich habe den immer noch nicht angeschaut. Ja, sehr gut. Also der Dirty Harry, also ich glaube, die ersten 3 sind ja mega gut. Mit dem Clint Eastwood. Ja, genau. Ja, habe ich mir erst vor kurzem auch wieder einen Clint Eastwood-Film angeschaut. Hervorragend. Space Cowboys. Grandios. Oh Gott, den habe ich noch nicht gesehen, aber gut. Ich hab dir geschrieben, während ich den Film angeschaut habe, ich weiß nicht, ob du da schon so weit warst, dass du mal auf Englisch umschalten sollst. Hast du da mal umgeschaltet auf Englisch, während der Pinhead quasi kommt oder der Doug Bradley mal das Mai aufmacht und man hört, wie er spricht und was er sagt und was das für einen Impact hat? Hast du das noch anschauen können? Also ich habe nicht aktiv auf Englisch umgeschalten. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die eine oder andere Szene auf Englisch einfach dann auch drin war. Aber nein, ich hab mir den dann nicht nochmal angeschaut, nachdem du mir das geschrieben hast. Also ich habe nicht die Gelegenheit gehabt. Okay. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also ich möchte euch auch da draußen, schaut den Film auf Englisch auch mal. Ich bin jetzt nicht der sagt, man muss nur O-Ton schauen, aber die Stimme von Doug Bradley und wie er das rüberbringt im Original, das ist schon Wahnsinn. Also sehr imposant. Und es gibt da einige Metal-CDs oder Metal-Lieder, die so einige Soundschnipsel vom Doug Bradley als Intro drin haben oder so. Also das passt immer sehr geil rein. Schauen ja selber aus wie so eine Metal-Band aus die 80er, wenn du sagst, die Zenobiten. Ja. Also schalt's mal auf Englisch um, das hört sich saugeil an. Aber auch die deutsche Stimme, hast du erkannt, wer ein Pinhead spricht? Aber du bist ja recht jung.
Kim, der Löwenzahn-Nachbar Sepp. Ja, genau. Der Helmut Kraus spricht ja, noch. Der Herr ein Paschulke. grandioser Typ. Ich liebe den Typen. Wirklich. Und vor allem, wie bin ich drauf gekommen? Durch Pastewka, weil der da in einer Folge drin kommt und der Pastewka den dann immer so preist. Ja, und der spricht doch an Samuel L. Jackson aus Pulp Fiction. Und ich denke mir dann, what, echt jetzt? Und ja, tatsächlich. Und so geil. Also der Typ hat eine Stimme bombastisch. Ja, voll. Der hat einmal, irgendein Hörbuch war das vom Nekroskop oder wie das geheißen hat der gelesen. Das war ein Wahnsinn. Also dem seine Stimme phänomenal. Ja, ein toller Typ. Aber es ist cool, wenn du sagst, der Herr Paschulke ist die Stimme vom Pinhead. Ja, echt cool. Voll. Ja, und auch diese Szene, wie gesagt, in dem Krankenhaus, wo da diese Zenobiten kommen, wie es da auftreten und dann auch mit der Beleuchtung, wenn es dann sechs, diese Dimensionstor öffnet sie und zuerst geht ja quasi die Kirsty durch und man kriegt einmal einen ersten Eindruck von dem Leviathan-Labyrinth. Fand ich sehr cool und wie du schon sagst, es macht dann Lust auf mehr, man möchte mehr wissen, was ist da noch alles dahinter, was man ja dann im zweiten Teil alles sieht. Aber jetzt pass auf, weil ich gesagt habe, das HD hat der Film recht gut, den Transfer hat er recht gut überstanden. Hast aufgepasst, wenn das Monster kommt und die Kirsty quasi wieder Richtung Krankenzimmer drängt. Hast du einmal geschaut, hast du das gesehen, dass da das Moped unten ausschaut? Nein, habe ich nicht gesehen. Das sagt man leider. Also das hat man bis jetzt allerweil nicht gesehen durch Grizzly Veröffentlichungen. Aber jetzt durch HD kann man leider bei dem Monster, das quasi an der Wand hängt und sie mit die Füße da so fortbewegt an der Wand, kann man jetzt unten sehen, dass da ein Moped drauf hängt, wo das Teil gefahren wird. Ja, Mai, also über sowas kann ich aber hinwegschauen. Ich weiß ja, der Film hat ein paar Jahre auf dem Buckel und da verzeihe ich ihm dann das, weil für mich eine dieser geilsten Szenen ist echt das, wo diese Leiche dann langsam aus dem Boden entsteht, weil ich schaue mir das an und denke mir, boah, lecker, wie sind die da drauf gekommen? Und wie macht man sowas? Also es war echt faszinierend. Also die haben ja, nur so kann ich es mal erklären, das fertig gebaut und dann schmelzen lassen oder so. Und dann rückwärts abgespielt. Kann ich mir auch verstehen. In ein paar so Szenen sieht man es auch, wenn es da der Zeitraffer und so, man sieht dann, dass es rückwärts läuft. Aber wie gesagt, das schaut schon sehr organisch aus. Da haben sie wirklich gezeigt, was man da 87 alles abliefern kann. Ja, und mir interessiert natürlich, Mike, was gibt's denn so drumherum bei dem Film, was man unbedingt noch wissen muss? Das Einzige, was ich nicht sagen kann, ist allgemein, dass ich die Figurenkonstellationen gut finde. Aber dass jetzt irgendwie so Trivia-Facts oder so, habe jetzt ich eigentlich nichts mehr am Start. Ach, Kim, da weiß ja ich sogar was. Was, jetzt erzähl? Ja, ursprünglich hätte der Film eigentlich nicht Hellraiser heißen sollen, sondern die Sadomasochisten von Jenseits des Grabes. Ja, das stimmt. Ja, eins habe ich vielleicht noch, also der Soundtrack hätte am Anfang auch nicht vom Christopher Young sein sollen, sondern von der Industrial Rock oder Metal Band Coil. Ich habe mir den Soundtrack einmal angehört, kann man auch bei YouTube reinhören. Ja, Gott sei Dank, dass die umentschieden worden ist. Also Coil haben zwar auch gut abgeliefert, ist nicht schlecht, was die gemacht haben, aber Christopher Young schluckt halt leider alles. Und dein Titel, den du da jetzt gerade genannt hast, das war der Tod gewesen wahrscheinlich für den Film. Ja, kann gut sein. Hellraiser ist ja echt ein geiler und markanter Name für den Film. Ja. Also ich bräuchte natürlich das Tor zur Hölle als deutschen Beititel gar nicht. Ja, das ist Deutschland. Das ist wie Branded der Zombie-Rasenmäher, Mann. Also das, wir haben in Deutschland im Land der supergeilen Beititel. Ja, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, richtig. So wie du unsere Aufnahme betitelt hast, Hellraiser, jetzt erst recht, habe ich schmunzeln müssen. Ja, ich habe nicht anders kennen, weil wir haben ja das letzte Mal aufgenommen und da hätte ich ja schon gedacht, wir nehmen Hellraiser auf, jetzt war der Name schon vergeben. Also haben wir gedacht, Gott, der kriegt jetzt von mir den Beititel jetzt erst recht. Ja, sehr schön. Dann da die fast schon sagen, dann gehen wir doch über zu, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen. Können wir gern da. Ich lasse dir den Vortritt, weil du hast einen gefühlt 1000-mal wahrscheinlich schon gesehen, daher. Ja. Was sind deine Tops und was sind deine Flops? Ja, also Flops, ich habe während des Schauens die ganze Zeit an die Dinger müssen, aber ich muss wirklich sagen, das ist also ein Film, an dem ich nichts auszusetzen habe. Das ist für mich der Film, makellos, da stimmt für mich alles. Nur wenn ich jetzt wirklich da etwas sagen muss,
weil sonst kriege ich von dir wieder einen Ärger. Das sind so Kleinigkeiten, wie es gibt ja in der einen Szene, in der der Frank die Julia bescheißt quasi und sie da absticht und sie dann auch noch aussaugt quasi und ihr dann auch noch die Hände ins Knack bohrt und sie aussaugt. Da stirbt sie ja quasi dann an dem Treppenabsatz, liegt aber dann im Bett. Die sind so Sachen, wo ich sage, okay, wie kommen jetzt die da rauf zum Beispiel? Die sind jetzt wirklich, das sind so Kleinigkeiten, das ist etwas, wo ich sage, okay, ist jetzt nicht ganz nachvollziehbar. Ja. Stört mich immer wieder. Und wo sie auch nicht braucht hätte, ist dieser Drache am Ende. Wie gesagt, der Penner, der sich dann verwandelt in den Skelettdrachen und den Würfel davor tragt. Das ist etwas, das hätte ich auch nicht braucht. Das habe ich halt gemeint, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, okay, wird das mir aufgegriffen im zweiten Teil? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das passiert ist. Nein, das kommt dann nicht mehr vor. Es soll quasi nur darauf auslaufen, dass der Würfel jetzt wieder weitergegeben werden kann und nicht im Feuer verbrennt. Mhm. Okay. Genau. Ja, wo es mir gut gefallen hat, alles sehen. Da geht's los bei der Figurenkonstellation zwischen der Julia und dem Frank, diese toxische Beziehung, auch noch dazu zum Larry, zwischen Julia und Larry. Das ist alles super cool gemacht. Also, es sind lauter Unsympathen und es ist wirklich schmierig, wenn dann die Julia sich da an Larry wieder heranmachen möchte, aber du gespannst, okay, das haut alles überhaupt nicht mehr hin, die haben füreinander eigentlich überhaupt nichts mehr übrig. Dann das Design von den Zenobiten ist Wahnsinn. Ich kann mich da nicht satt sehen dran. Der Soundtrack, wie gesagt, Christopher Young, jetzt mal wieder eine Gänsehaut, läuft ganz oft bei mir im Auto, immer wieder faszinierend. Ja, der splattert anständig, mag ich immer gern, da kommt der Gorbauer wieder durch, immer wieder gern und ich liebe ihn über alles sehen. Wie schaut's bei dir aus? Ja, ich habe ihn ja jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich habe ihn jetzt einmal gesehen. Ich habe ja vorhin schon die ganze Zeit bei Top diese Effekte hervorgehoben und dazu gesellt sie aber auch noch eben die Ashley Lawrence, die Kirsty spielt, ist für mich ein richtig geiler Charakter und macht da Bock, dass man sich den Film halt dann immer wieder anschaut, weil das ist für mich halt überraschend gewesen, man von den Zenobiten, von den Pinhead dann gar nicht so viel in Hellraiser sieht. Mein Flop ist aber wirklich die Julia. Okay. Die ist für mich so unsympathisch, dass ich mir fast schon wünschen würde, man hätte vielleicht sich ein bisschen was anderes überlegt. Es ist rund von der Handlung her, das auf jeden Fall. Aber wenn ich mir den Film nur mal anschaue oder die nächsten paar 100 Mal, so wie es du wahrscheinlich auch schon gesehen hast, dann freue ich mich schon jetzt mal dann darauf, wenn die Julia Bye sagt. Ja, und im zweiten hat sie auch eine Riesenrolle. Also du musst ja, leider. Also zweimal über dich aber da möchte ich schon mal ein bisschen vorgreifen. Ich finde, ihre Charakterentwicklung hat sie im zweiten Teil, da hat sie etwas getan. Und da kommt es mir nicht ganz so, es ist schwierig zu sagen. So unsympathisch rüber. Unerklärlich unsympathisch. Weil in Hellraiser, also jetzt in dem Ornser, frage ich mich die ganze Zeit, was findet denn der Larry an ihr? Also, ich verstehe es nicht. Die muss ja irgendwelche positiven Züge eigentlich noch haben. Aber ich glaube, dass das schon um ist. Also, soweit, also, wie gesagt, nichts Positives zwischen denen zwei gibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Im Endeffekt finden sie die zwei ja gegenseitig total zum Kotzen. Und wie gesagt, die sind so Sachen, das war vielleicht früher mal was zwischen einer, aber mittlerweile, und diese Konstellation macht's ja dann eben auch, dass sie sich da drauf einlässt, andere Männer umzubringen, dass eben dieser Frank wieder zurückkommt. Und ich glaube, nur mit dieser Konstellation kannst du das dann auch glaubwürdig rüberbringen, dass sie dann so zum Äußersten geht. Wie gesagt, vielleicht hat er früher mal was an ihr gefunden, aber das ist hübsch vorbei, Schatzi. Das ist wirklich hübsch vorbei, ja. Ja gut, und dann unser Triple Threat. Dann Trompeten, ich hätte gar nichts gesehen. Es kann aber natürlich sein, dass der halb verweste Frank schon mal seinen Schwengel rausgehangen hat. Ich weiß nicht, ob er anatomisch geformt war wie Ken. Ich glaube, also, da hat man jetzt nicht wirklich was gesehen, glaube ich. Wisst jetzt auch nichts, außer diese komische Figur, die da oben steht, wo es geheißen hat, der Frank. Weißt du noch, diese Figur, die ausschaut wie ein Zipfel? Ja. Ja. Weiß nicht, vielleicht gibt man ein Viertel Trompete. Ein Viertelte, okay. Ein Viertelte. Da haben wir Titten. Ja, ich glaube schon. Ja. Also Ja. ich glaube, da sieht man die eine oder andere weibliche Brust schon mal Julia packt aus. glänzen. Ja.
Genau. Haben wir tote Tiere? Ja, wir haben tote Tiere, wir haben, glaube ich, tote Ratten. Genau. Und der Penner Sepp frisst ja auch einmal, was waren das, Insekten oder so? Also Heuschreckenarten, oder? Ja. Ja. Ratten waren sogar mit einer an 20 genogelt und so, gell? Ja, die Ratten haben es nicht leicht in dem Film. Überhaupt nicht. Aber sagst also, Hellraiser war jetzt für dich als Erstsichtung ein Erfolg oder sagst, hätte man schenken können? Ein Erfolg. Also die Box ist auf jeden Fall kein Fehlkauf. Also ich habe es nicht bereut und es hat Lust gemacht auf mehr. Jetzt allein, was du vom 4. verzeiht hast, da ärgere ich mich natürlich dann, dass der in der Box schon immer drin ist. Aber ja, ich möchte bei zeitnah den 3. anschauen und dann hau ich mal den 4. auf jeden Fall auch noch hinterher und 5. hast, glaube ich, auch noch gesagt, dass der gut ist. Ja, also ich fand den super. Da gespannt man zwar dann auch, das weiß ich nicht, auch drehbuchtechnisch, ob das jetzt wirklich ein Hellraiser-Drehbuch war. Der geht ein wenig so in die Richtung Polizei ermittelt, wegen Mordfall, in dem dieser Hellraiser-Würfel quasi verwickelt ist. Und ich fand das super. Also der Pinhead, glaube ich, hat in dem Film, glaube ich, dann auch gerade noch 3 Minuten Screentime oder irgendwie so. Aber wie das Ganze dann verschachtelt ist und so, war ziemlich cool. Und da hat man schon sehen können, was der Scott Derrickson atmosphärisch, inszenatorisch drauf hat. Und dann, wie gesagt, dann wird's schwierig. Dann ist der Dada noch gekommen, Dada war auch noch schaubar, aber dann danach, nein, der Hellseeker, und der war unschaubar, da kommt die Ashley Lawrence wieder als Kirsty, aber in einer ganz undankbaren Drecksrolle in einem Drecksfilm. Und ja, so geht's da hier. Reden wir mal, wenn's soweit ist, aber über diese Sequels ab Teil 5 kann man dann hübscher Ohr drauf hauen. Ich bin echt gespannt auf die Neuverfilmung. Du hast ihn ja schon gesehen und da möchte ich halt zumindest schon mal ein bisschen tiefer noch in die Hellraiser-Reihe eingestiegen sein. Wir können auch gerne noch mal extra Folge machen dann über den 2. Teil, weil da gibt's ja auch genügend, was man drüber palavern kann. Ich glaube fast sogar noch mehr wie beim 1, weil da ist ja diese Welt, die sich da auftut, noch um einiges größer wie in diesem eigentlich hübsch intimen ersten Teil, der wo schon fast ein Kammerspiel ist, wenn du sagst, das spielt sich ja alles fast in dem Haus ab. Ja, schon. Na, da gibt's doch auch die eine Szene, wo sie da an dem Fluss entlang geht. Ja, da gehen sie mal hin und wieder, aber es spielt alles wirklich Wichtige, spielt sich alles in dem Haus ab. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, im 2. da wird das dann alles aufgebrochen und da ist dann alles einfach so Sequel-mäßig, wie es so war in die 80er, schneller, größer, weiter. Und das haben wir bei Hellraiser 2, Hellbound, dann auch. Aber ich muss dir auf jeden Fall mal wieder loben. Also, allein wie du schon versucht hast, die Handlung zu beschreiben, du machst es mit so liebevollen Worten und mit so einer, ja, wie soll ich sagen, schönen Umschreibung der Situation, auf die einfach nicht gekämmert hat. Also ich würde es halt wie immer stumpf, so wie es ich verstanden habe und gesehen habe, erklären und du malst dann da mit deinen Worten und das ist schon sehr schön und man muss dir echt hier an der Stelle ein Lob aussprechen. Also wenn es gerade um so Horrorfilme oder Slasherfilme auch gerade so aus den 80ern dann geht oder die ihren Anbeginn in die 80er hat, du kannst das einem schon so extrem schmackhaft reden, dass auch wenn meine Frau dann dabei sitzt und mich dann anschaut und dann sagt, sag mal, wie kommst du denn immer drauf, sowas anzuschauen? Ich dann sag, Schatz, das ist Kult. Richtig. Also das freut mich sehr. Ich sitze jetzt gerade da und grinse wie der Depp. Freut mich. Das freut mich sehr. Ja, das sind so Herzensfilme, vor denen ich habe ja oft Angst, dass man vor dem Aufnehmen, weil ich möchte die Filme dann auch gerecht werden, weil sie mir ja doch schon mein Leben lang begleiten, sage ich jetzt einmal, oder andere Filme wie Hereditary, an denen traue ich mir momentan auch nicht so wirklich hier, obwohl man wirklich war bestimmt ein schönes Gespräch, aber bei so Filmen, die wo man eigentlich so in Anführungszeichen viel bedeuten, denen möchte ich immer gerecht werden und da hoffe ich immer, dass das dann auch so rüberkommt. Aber laut deinem Feedback hat das hingehauen. Also bei Hellraiser auf jeden Fall. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich mich an Nightmare und Elmstream rantrauen soll, aber eins nach dem anderen. Jetzt mach ich mal die Welt von den Zenobiten und dann geht's weiter. Ja, gern. Also die Freddy-Filme, da können wir auch geschmerzen. Also das ist auch so eine Geschichte, da gab es einiges.
Vor allem ist dieser so ein Franchise, wo der erste Teil nicht einmal der beste ist. Ja, das hast in der Ära unseres Podcasts, glaube ich, schon mal irgendwann einmal erwähnt. Ja, der dritte ist der beste. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt sagen müsste, Hellraiser 1 ist der beste. Also zumindest der Zwarer ist schon echt sehr stark. Und ich bin eben gespannt. Ihr habt über die Neuverfilmung sehr positiv geredet, da bin ich auch schon Feuer und Flamme, wenn ich ihn endlich mal sehe. Von dem her, ich freue mich auf weitere Abenteuer mit den Zenobiten. Auf jeden Fall. Na, ich war auch immer der Meinung, dass Hellbound Hellraiser 2 der bessere Film ist. Ist er objektiv gesehen vielleicht auch, aber mir gefällt das Intimere, das Kleinere mittlerweile vom Einser gefällt mir besser. Aber wo es nicht heißen soll, dass Hellbound schlecht ist. Und da freue ich mich, wenn wir drüber schmerzen. Ich mir. Ja, dann in diesem Sinne, sagt uns, was haltet ihr von Hellraiser, wenn ihr den schon mal gesehen habt. Vielleicht hat aber auch der eine oder andere Kommentar von Mike euch jetzt begeistert, dass ihr euch an den Rand trat. Ich hab's getan, ich hab's nicht bereut. Sehr schön. Und ja, Mike, was ist der von unseren Hörern denn sonst noch so da? Der von uns überall bei den sozialen Netzwerken dürft uns folgen. Dürft bitte einmal was in die Kommentare schreiben. Ich sag's immer wieder und es ist noch nichts passiert. Also ich sag's nochmal, bitte schreibt einmal was in die Kommentare. Feedback, Kritik auch von mir aus. Gibt's uns ein Like bei YouTube vielleicht auch, das ist auch immer ziemlich cool. Glocken drücken, wo es geht. Das Steady-Abo abschließen, ganz, ganz wichtig, damit sich der Corby noch ein paar Klassiker holen kann, die haben noch abgängen in der Sammlung. Und ja, sagt es dir leider ein bisschen, dass zu uns Herz, dass wir cool sind, empfiehlt uns weiter. Und wir schauen mal, dass wir weiterhin hochklassiges Content abliefern. Natürlich. Wie auch sonst. Wie sollte das sonst funktionieren, meine Freunde? Richtig, mit Leidenschaft. Gut, dann vielen Dank. Vielen Dank, Mike, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und schön. Ich freue mich schon drauf, wenn wir über Hellbound Hellraiser 2 sprechen werden. Oh ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Oder vom Leviathan-Labyrinth? Der Kani hat auf dich abgefärbt. Ja, dann halt auch vom Leviathan-Labyrinth. Okay, passt. Also, hat mich auch gefreut. Bis bald und merci fürs Zuhören. Servus.